Hallo zusammen, mein Name ist Nadja Sommerhalder und ich erzähle euch sehr gerne meine Geschichte. Ich bin in eine Familie geboren worden, zusammen mit 2 Brüdern. Meine Eltern haben sich ziemlich früh scheiden. Das ist so der erste Verlust, den ich erleben musste. Meine Mama hat dann ganz schnell einen neuen Partner kennengelernt, meinen Stiefvater. Und ihn habe ich sehr gerne bekommen. Und das war für mich so ein Papiersatz. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass die Beziehung zu mir und meiner Mami irgendwie nicht so normal ist oder nicht so wie das zwischen Mutter und Tochter. Ich bin sehr oft auf Ablehnung gestoßen. Ich habe das Gefühl, ich war so ein bisschen der Aussenseiter in dieser Familie. Ich habe das Zugehörigkeitsgefühl, das man in einer Familie nicht so erlebt als Kind. Als ich irgendwie 12 geworden bin, hat mein Stiefvater meine Mami verloren. Und ich habe gemerkt, das war so ein bisschen wie der Boden unter den Füßen weg. Er ist jetzt gegangen und wir sind plötzlich wieder allein. Meine Mami ist dann ganz stark in so eine Spielsucht hineingefallen und sie hat sich dort recht verloren. Und ist auch nicht mehr arbeiten und hat in der Nacht gelebt und am Tag geschlafen. Und sie hat halt immer mehr unser Kind vernachlässigt aus ihrer eigenen Verzweiflung heraus. Ich weiss auch, dass meine Mami auch eine schwierige Geschichte hat mit ihrer Mami. Und dann hat sie irgendwann einen Mann kennengelernt in diesem Spiel von Deutschland und hat dann entschlossen, dass sie auf Deutschland zügeln will. Ich war dann 14 und sie hat mir quasi so gesagt, ja, wir müssen halt dann selber schauen, wo wir hingehen, ich und meine 2 Brüder. Und dann war unsere einzige Option, dass wir eine Patchwork-Familie aufmachen, zusammen mit meinem Papi, seiner Freundin und die eigenen 3 Kinder. Ich dann mit 14, ich musste mein Umfeld verloren, ich musste neu anfangen und ich habe nicht gewusst, wie ich dann mit dem umgehen soll. Ich habe gemerkt, meine Mami kann nicht für mich da sein. Es hat dann verschiedene Situationen gegeben, wo ich gemerkt habe, ich bin irgendwie allein. Und irgendwie so abgestoßen von meinen Eltern. Ich hatte auch nie wirklich Freunde oder eigentlich gar keine Freunde. Ich hatte immer sehr Probleme mit Mobbing und bin dann eigentlich wirklich so ein bisschen allein auf mich gestellt in Thun gewesen. Das Einzige, was ich eigentlich gesucht habe, ist so jetzt daheim. Leute, die mich gerne haben, Leute, die auf mich da sind. Und ich habe das gesucht bei den falschen Leuten. Ich war dann viel an Partys mit 15, 16, wo es eigentlich nur um Drogen gegangen ist und wo man die ganze Nacht um ein Lagerfeuer gehockt ist sozusagen und sich das Hirn weggeraucht oder gesoffen hat. Dort hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt etwas gefunden, so eine Zugehörigkeit, aber irgendwie war immer so ein bisschen ein Loch in mir. Ich habe immer viele Sachen gehört oder wo andere Leute über mein Leben ausgesprochen haben. Aus dir wird nie etwas und so wie du jetzt unterwegs bist, das kann nichts werden. Das ist etwas, was mich so abgezogen hat, dass ich gemerkt habe, okay, die Leute glauben nicht an mich. Die Leute denken, ich schaffe es nie mehr an. Wieso soll ich denn an mich glauben? Ich mag mich jetzt noch gut an eine Situation erinnern, als ich 16 war und in Thun am Bahnhof gehockt bin. Meine Arme sind offen, weil ich mich die ganze Zeit geritzt habe, weil das so die einzige Methode war, irgendwie aus diesem Schlamassel rauszukommen, den Schmerz zu übertönen. Ich habe über 2 Wochen ganz wenig gegessen, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht, meine Seele ist so am Ende irgendwie und ich mag irgendwie nicht mehr leben. Es hat irgendwie nichts Sinn ergeben und ich habe irgendwie 12 Kilo abgenommen in diesen 2 Wochen und ich habe eigentlich nur noch geraucht. Und dann bin ich dort gehockt zu tun am Bahnhof und ich habe gedacht, gut, jetzt bin ich irgendwie schon am Tiefpunkt angekommen von meinem Leben und ich habe dann auch mit dem Gedanken gespielt, mir das Leben zu nehmen. Ich wollte auch wirklich nicht mehr leben. Es war so ein Gefühl in mir, das ich nicht gebraucht werde auf dieser Welt. Und ich war so allein und einsam. Und ich war dann einmal bei dem Psychologen und ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht mehr aushalte bei meinem Vater daheim oder dass ich Angst habe um mich selber, dass ich nicht weiss, zu was ich fähig bin. Und ich wusste, wenn ich wollte, dann könnte ich mich umbringen. Und er hat dann ziemlich schnell reagiert und mich gefragt, ob ich in eine Pflegefamilie will. 2 Wochen später bin ich dann in die Pflegefamilie gekommen. Ich bin vor dieser Tür gestanden und meine Pflegeeltern haben mir die Tür aufgetan. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen und ich habe gemerkt, das ist irgendwie meine Rettung. Die haben so eine Strahle auf dem Gesicht und ich habe gemerkt, hey, hier bin ich willkommen, hier könnte ich vielleicht das Zuhause finden. Ich habe dann angefangen, so ein bisschen Schritt für Schritt mein Leben aufzuräumen. So weit wie es ist gegangen. Die ersten paar Monate waren nicht so easy und habe immer noch das ganze Ausgangsleben voll ausgekostet. Nachdem ich 4 Monate bei ihnen war, hatte ich einen Unfall mit dem Velo
Also ich bin mit dem Velo auf eine Kreuzung zugefahren und das Auto ist von links gekommen, das hat eigentlich geblinkt zum Abbiegen. Ich habe gedacht, gut, dann fahre ich. Dann bin ich losgefahren und das Auto ist aber nicht abgebogen, sondern ist direkt in mich rein. Und ich hatte nur mein Bikini angehabt und sonst nichts und auch keinen Helm. Und ich bin irgendwie 23 Meter geflogen. Und heute, wenn ich zurückschaue, weiss ich, dass das nur ein Wunder sein kann. Das ist fast nicht möglich, dass man das überleben kann. Und ich habe in der Luft schon, weiss ich das bis heute noch, dass ich zu mir gesagt habe, na, das ist fertig. Wenn du jetzt am Boden aufknallst, dann ist dein Leben fertig. Ich bin dann am Boden aufgeknallt und habe dann so hochgeschaut und gemerkt, ich bin irgendwie gleich noch da, ich bin nicht tot. Und es ist dann ganz schnell gegangen und dann bin ich im Spital gelandet. Dann haben wir verschiedenste Leute angerufen, eben mein Papi, meine Stiefmutter, meine Pflegeeltern. Er hat niemand das Telefon abgenommen und mein Papi hat einfach gesagt, ja, er kann nicht kommen, weil er kein Auto hat, aber zu Fuß hat er vielleicht etwa eine Viertelstunde im Spital. Und dann plötzlich geht die Spitaltür auf und meine Pflegemutter stimmt zu dieser Tür rein, geht vor mir auf die Knie und fängt einfach an zu brüllen und sagt, ich bin so froh, dass du noch lebst. Und das ist für mich so die erste Begegnung auch mit Jesus, weil ich gemerkt habe, das ist die Liebe, die von ihr kommt, das ist nicht einfach menschlich. Oder? Ein Mensch kann nie so viel Liebe für mich empfinden nach 4 Monaten. Sie hat mich dann mit heimgenommen, direkt an diesem Tag. Und ich bin dann daheim angekommen und dort hat schon die ganze Familie gewartet von ihnen. Ich bin so mit Krücken dort reingekommen und mein Pflegevater hat nur den Kopf geschüttelt und irgendwie gemeint, du hast einen Unfall gehabt. Und ich hatte tatsächlich keine einzige Schramme. Ich hatte nicht mal ein Schädelhirntrauma. Und ich hatte schon Schädelhirntrauma, weil ich vielleicht in den Body umgekehrt bin. Und das ist für mich ein Wunder, dass ich das überlebt habe, ohne irgendeinen Schaden zu nehmen davon. Und das ist für mich nur möglich, weil es Gott gibt. Das war die erste Konfrontation mit Gott. Ich war ein bisschen auf der Suche, was ist denn der Glaube und was bringt mir das. Ich bin dann ein Jahr später in ein Sommercamp gegangen, weil meine Pflegeeltern mich dort angemeldet haben. Das war ein 6 Tage Sommercamp, das mein Leben verändert hat. Ich habe dort Leute getroffen. Ich merkte, die meinen es gut mit mir und mich stärken. Ich habe dort unter anderem meinen jetzigen Mann kennenlernen und auch Jesus gefunden für mein Leben. Und seitdem bin ich mit Jesus unterwegs. Man muss auch die Unterschiede sehen, was ist jetzt anders zu dem. Man hat immer gesagt, ich kann keine Ausbildung machen. Ich will das nie schaffen und heute habe ich das Privileg, einen Diplomabschluss zu haben, was ich nie für möglich gehalten hätte. Man hat immer gesagt, ich bin beziehungsunfähig aufgrund von meiner Geschichte, was ich jetzt auch nicht sagen kann, weil ich heiraten und sehr glücklich bin in meiner Ehe. Ich hatte nie Freunde und es hat auch immer geheißen, dass sich niemand gerne mit mir abgeben will. Und heute habe ich so viele Leute um mich herum, die mir so gut tun und wo ich einfach unterwegs bin und Leute, die ich jetzt schon über Jahre kenne. Das Verhältnis zu meinen lieblichen Eltern ist so gut wie noch nie. Es sind für mich wieder wie Mami und Papi. Und wir haben uns aussprechen und ich glaube wirklich, dass Gott uns eine zweite Chance gegeben hat. Und heute können wir alle allein am Tisch hocken und haben uns wirklich vergeben. Darum würde ich heute sagen, Jesus ist das Beste, was mir passiert ist. Und ohne ihn würde ich jetzt nicht da stehen, wo ich bin.